Schöne gute Mitte für ein Webinar von Haut. Wir haben das Woche ein ganz rich Webinaren organisiert. Ich habe mir nicht, wo man ein bisschen alles guckt, was so möglich ist. Die fand auch noch auf YouTube, auf Facebook. Haut schwätzen wir über Zusatzpensionen, morgen schwätzen wir über verschiedene Assuranzen, die ich erlauben, eine Familie aufzusichern und gleichzeitig Steuern zu sparen. An Freude gucken wir dann über Zusatzpensionen. Ich stelle mich ganz sehr vor, mein Name ist Patrick Malje, ich bin einer von den Gründern von Tax6.lu. Tax6.lu gibt es März 2018. Und wir haben also drängen mit der Steuererklärung ganz einfach online zu machen. Ihr seht während dem ganzen Webinar links auf eurem Schirm einen QR-Code, den könnt ihr ganz einfach mit eurem Handy scannen. Und da könnt ihr Rendezvous mit einem von unserer Equipe, wo wir zusammen mit euch können durchgehen, was für Möglichkeiten ihr habt, für Steuern zu sparen. An wann der dat dann wëlt kann man doch summe mat Dircht an de moment den Kontrakt an Platz setzen. Wie gesagt, vun Steueroptimierung schwätzen, der Schwez man do vun, dat man verschiedene Sachen op der Lützeburger Steuerklenken aufsetzen, an wer den do wirklich so steuere Spurt, dat hängt an der Stelle vun ihrem Revenu auf. Wieviel könnt ihr effektiv spüren, an dem es selbst aufsetzt? Wie gesagt, das hängt von ihrem Revenu auf. Wenn wir hier ein Beispiel holen, links sieht ihr einen Zelibatär, aufhängt von seinem Revenu, also eben noch aufhängig, wie viel Steuern er kann sparen. Wenn er zum Beispiel ihn holt, den 3.000 Euro brutto den Monat verdient, den als bei einer Steuersparnis von 26%, bei 5.000 Euro den Monat 42%, da wenn er 10.000 Euro brutto den Monat verdient, da sieht er schon auf ungefähr 43%. Was heißt das konkret? Das ist ganz einfach, dass wenn er zum Beispiel 1.000 Euro bei ihrer Steuererklärung aufsetzt, dann gibt die Person, die 10.000 Euro den Monat brutto verdient, 430 Euro Steuern sparen. Was sind die verschiedenen Möglichkeiten, was er kann aufsetzen auf der Steuererklärung? Große Ganzen habe ich gestern Webinar ein bisschen im Detail gesehen. Wir haben große Ganze gehen zwei große Kategorien. Das sind der Schweizer von Dépenses Spezial. Das sind zum Beispiel Zinsen auf ihre Prämien, das sind Assuranzen, das ist ein Bausparvertrag oder noch Zusatzpension, über die wir Haut schwätzen. Und dann hat auf der anderen Seite auch noch was genannt wird Abattement, das ist für die meisten Leute Frais de Domesticité, das ist zum Beispiel Crèche oder Maisonrelle für Kinder. Das kann aber auch eine Person sein, die daheim angestattet wird zu botzen oder eng Botsfirma, die eben die Service fakturiert. Dann hat noch Charge extraordinär, dass wir nur schon sehen, bis mir außergewöhnliche Stoffe, da wird man nicht schwätzen. Wir wenn dazu eng Frot, können wir unsere Equipe kontaktieren. All die Webinaren gibt es auch nachher noch auf YouTube, auf Facebook und auf LinkedIn, wenn ihr wollt, rasch halt verstehen und zu gucken. Wie gesagt, das war 4 verschiedene Webinare zu verschiedenen Themen, die da die wir live können gucken, respektive nur dann einfach auf den üblichen Plattformen fand. Thema von Haut als Privatzusatzpension. Auf der Steuererklärung schwätzt man von Épargne Prévoyance Vieillesse. Weil das war eine Zusatzpension, du hast sich Ziel, Absündsspure für mich spät, ist normal für Pension. Die muss auf dem Moment von das Geld zurückkräften und nicht an der Pension sind, da sind wir auch gleich. Aber das ist der Vorteil, ihr könnt dadurch, dass du eben Geld abbezahlt, profitiert von verschiedenen Steuerersparnissen. Wie weit soll der Haut schon darüber denken? Weil, wie das vielleicht wisst, die öffentliche Pension, da sind wir immer in den Medien davon geschwärzt, dass die nicht sicher so bleibt, wie es im Moment ist, weil sie vielleicht nicht mehr zu finanzieren ist. Und dafür ist es schon ein bisschen lang, dass also 3 Pilien am Platz gesetzt sind zu Lützeburg, was Pension betrifft. Ich meine, erste Pilier, das ist einfach die öffentliche Pension, wo jeder abbezahlt von den Schaffen geht. Dann zweite Pilier, das wird genannt wird Regime Complémentaire Pension, das in den meisten Fällen also Entreprisen, die eine Zusatzpension am Platz setzen für hier Employeen. Und dann dritte Pilier, das ist eben Prévoyance Vieillesse, über den wir heute schwätzen, wo jeder selber kann dezidieren, so einen Kontrakt abzumachen, also in Zukunft sich für zu bereden.
Op wat muss oppassen fir so eng Zusatzpension aufzusetzen, war wie bei allen Deduktionen op der Steuererklärung ginnet Maximumen, die muss respektieren. Bei der Zusatzpension du hast de Maximum 3.200 € pro Person oder pro awurse Person Kanner die spielen do keng Roll. Dich ein Koppel mat 2 Kanner, du kann jidere von den 2 Eltern eben bis zu 3.200 € aufsetzen. Das also Maximum für 6.400 € den du kann aufsetzen. Du muss noch oppassen, kann du net sinn, dass von den 2 se ma ech man einfach Kontrakt für 6.400 € und setzen die auf, weil die Plattform jo für 2 6.400 ass. Dat geht ha net. Dat geht bei der Assurance und beim Bausparvertrag, bei der Zusatzpension net. Du hast wirklich limitiert op 3.200 € pro Person pro Erwursten in dem Moment am Stot. Dann die Kontrakte noch en Kondition Vature geht. Echtsmal müssen sie Minimum 10 Jahre laufen. An zweitens können sie frestens mat 60 Jahre liquidiert gehen. Frestens mat 60 Jahre kann sich das Geld an dem Moment ausbezahlen lassen. Frestens mat 60, spätestens mat 74 Jahre dem Moment wird daneben gezwungen sozusagen das Geld an dem Moment von dem Konto zu holen. Was heißt das konkret? Wenn die zum Beispiel heute 55 Jahre alt sind, können dann immer so Kontrakt machen. Dem Moment können dann nur 10 Jahre auf das Geld zurückgreifen, Tisch mit 65 Jahren. Wenn der Haut 30 Jahre hat, dann ist die Chance mit 60 Jahren. Und wenn der Haut 64 Jahre hat, dann können sogar auch noch immer so Kontrakt machen. Auch dort dauert 10 Jahre, Tisch bis 74 Jahre dann dem Moment. Was geschieht mit dem Kapital, das ugespurt hat bei der Échéance? Wenn das ausbezahlt kriegt, du könnt sich zwischen 3 Modussen wählen. Erstens mal, die gibt das ganze Kapital auf EQ ausbezahlen lassen. Das ist auch das, was die meisten Leute machen. Dann könnt ihr auch wählen, einen Grund viagiert zu kriegen. Das ist ganz einfach, dass du monatlich einen gewissen Monat ausbezahlt kriegst, bis zu einem gewissen Moment. Oder die macht das half-half zum Beispiel, das ist ein Mix von den 2. Wann ich das Geld ausbezahlen los, dann wird das versteuert. Wenn das als monatliche Rente ausbezahlen los, dann ist das Halten von der Rente steuerfrei. Aber wenn das als Kapital, also BQ ausbezahlen los, so wie die meisten Leute machen, dann wird das imposiert au demi-taux moyen. Was heißt das konkret, ohne in Detail zu gehen? Aber wenn wir zum Beispiel eine Koppel holen, die 50.000 € aus dem Pensionskontrakt ausbezahlt kriegen, eine Koppel, die durch Salär imposable in dem Moment tut, die Salär imposable, die Schweizer von ihren normalen Salären zum Beispiel, da gibt du die 50.000 € mit ungefähr 12% besteuert gehen. Wenn die Koppel in dem Moment 200.000 € Salär imposable hat, dann wären das ungefähr 15%. Also gut, wenn die Koppel 1 Million € Jahr als Salär imposable hat dem Moment, dann gibt das ungefähr mit 20% besteuert gehen. Technisch gesehen also sich 21% dem Maximum, den darüber kann besteuert gehen. Was für eine Optionen gibt es? Meier du da sech bei der Lalux war doch als ein Partner ass 2 Optionen. Die erste Option die nennen wir Sécurité, die anderen nennen wir Performance. Sécurité ist ganz einfach, dass am Ende vom Kontrakt gewissen Kapital garantiert kriegt. Wenn den Kontrakt unterschreibt, dann wisst ihr schon genau, wer da zu dem Moment, wenn der Kontrakt fertig ist, eben ausbezahlt kriegt. Du kriegst einen Todinterim Minimum, den hast du im Moment noch bei 0%. Aber ihr könnt eventuell auch eine Partizipation und Benefis kreieren, die von Kompanie d'Assurance, das in Fall Lalux gut Resultate hat, da kann du eventuell Apps dabei kommen. L'avantage hier ist ganz klar, so wie du schon seht, Sécurité, ihr wisst genau, wer da zu dem Moment eben ausbezahlt kriegt, von ihrem Kontrakt benennen könnt. Die andere Option, das ist die Option Performance. Da geht es sich, das wird allem abbezahlt, den Kontrakt, das wird dann Fonds investiert. Du da nutzt die Möglichkeit, zwischen 8 verschiedenen Fonds eben auszuwählen. Und dann, das wird dann nur ausbezahlt kriegt, im Moment vom Kontrakt, das ist eben nicht garantiert, das ist eben noch eine Funktion von der Performance von denen Fonds. Mit dem Avantage ist, dass die Performance ganz oft mehr interessant ist, wie bei der Option Sécurité. Wie gesagt, die Möglichkeit, zwischen 8 verschiedene Fonds herauszuwählen. Und von den 8 Fonds könnt ihr da bis zu 4 wählen. Wenn ihr da 4 auswählen, dann könnt ihr sich alle Monat 4 von eurem Investment dann an den E-Fonds gesagt. Das gibt an dem Moment von 100 € im Monat investiert, gibt 25 € an den nächsten, 25 € an den zweiten, an den dritten und so weiter. Weil ich sich erlaubt, ein bisschen ein Risiko zu diversifizieren, weil dann sich ein Invest auf 4 verschiedene Fonds getätigt wird.
An der Lëcht vun 8 Fongen du gëtt ganz unterschiedlich Sachen. Du sind auch ganz interessanter dabei. Also wann du zum Beispiel den Uni nachhaltig Aktien global gucken, den hue an lächen 10 Joer pro Jahr an der Moyenne Performancegrad vun 9,41%. Wie gesagt, ihr könnt von denen auswählen, die könnt ihr bis zu 4 auswählen und so auch ein Risiko diversifizieren. Was kriegt ihr, wenn der Kontrakt fertig ist? Das hängt, wie gesagt, davon ab, also wenn die Option Performance wird mit dem Investiment auf der Börse, dann hängt das natürlich davon ab, wie die Fonds eben performiert. Hier sind 2 Beispiele. Orange sieht, das wäre eine Performance annuell von 3%, an Blau 5%. Das heißt, wenn dir 266 € den Monat abbezahlt, während 20 Jahre, das kommt auch nicht haut 40 Jahre, während 20 Jahre das Geld an. Bei einer Performance von 3% kriegt dann ungefähr mit 60 Jahren 83.814 €, aber bei einer Performance von 5% 104.674 €. Wenn die Performance noch besser ist, dann können die Monate natürlich auch noch mehr groß sein. Das heißt, am Ganzen hat die 20 Jahre rund 64.000 € abbezahlt, an mit einer Performance von 5% gibt es 104.000 € ausbezahlt kriegen. Wenn man so und die hat haut 30 Jahre, das gibt während 30 Jahre 266 € den Monat abbezahlen, dann hat bei einer Performance von 3% schon 141.000 €, die giffen werden am Schluss vom Kontrakt, aber bei einer Performance von 5% über 211.000 €. Wie viel Steuern könnt ihr spüren auf so einem Kontrakt? Wie viel du schon gesagt, das hängt von ihrem Revenu auf. Wenn man einfach ein Beispiel für tun, also Celibatär, wenn den 3.000 € brutto im Monat verdient im Moment, da spürt er rund 26%. Das heißt, von den 3.200 € abbezahlen, hätten 832 € Steuern gespürt. Wenn man Salär brut mensuell von 5.000 €, dann werden das bald 42% die spuren. Das gibt dann heißen, dass in alle Jahr, wenn 3.200 abbezahlt, 1.334 € Steuern bezahlt. Also man muss bezahlen. Was heißt das? Wenn wir als Beispiel holen, 266 € den Monat, die abbezahlt gehen, nur über 20 Jahre geguckt, werden das rund 26.687 € Steuern, die spürt. Und auf 30 Jahre geguckt, wenn du schon mal 30 Jahre du fängst an zu bezahlen, werden das 40.031 €, die dann statisch im Moment gibt, ob das Investment schenken. Das heißt, wenn wir gucken, ob 20 Jahre, das wäre am ganzen 64.000 €, die da gibt abbezahlen, wenn all Monat 266 € abbezahlt. Schlussendlich durch die Steuerermäßigung, die da kriegt, würde ich das ganz einfach just 37.313 € kascht. Ganz einfach, weil der Staat 26.687 € geschenkt wird auf dem Investment. Wie viel Steuern muss ich bezahlen am Ende vom Kontrakt? Man hat die früher gesehen, wenn der Staat als Kapital, also ganz ausbezahlen lässt, dann wird das am Demi-Taux moyen besteuert, abhängig von ihrem Revenu. Aber wenn du ein Beispiel holen, mit einem Celibatär, der 50.000 € verdient, der im Moment von 141.741 € ausbezahlt kriegen, da wären das rund 27.459 € Steuern, die dann zu bezahlen wären. Konkret, was heißt das? Beim Kontrakt von 30 Jahren 266 € den Monat für einen Celibatär. Bei der gibt dann am ganzen über 30 Jahre hat den 96.000 € abbezahlt. Den hat bis zu 40.031 € Steuern gespürt. Das heißt, schlussendlich sein Versement net wäre 55.969 € gewesen. Hier kriegt eine Échéance, kriegt neben einem Beispiel 141.771 € ausbezahlt. Bezielt op dem Montant, wie man gerade gesehen haben, bis mehr wie 27.000 € Steuern. Das ist schlussendlich ein Plus-Value gemacht von 65.343 €. Das ist das, was auf dem Investment verdient wird über 30 Jahre.
Wann so Kontrakt ugefangen huet, kann in den stoppen, respektiv kann in den dat abbezielt ändern. Ja, dat kann et kann entweder mat eng wie klein Kontrakt ufenken, an den du noch Lot setzen, zum Beispiel de Giftloson ha ich kann moment 100 € Mon investieren, vielleicht an pu Joer méi könne dat machen. Die können doch Rofsetzen von der Lokontrakt wie mat 200 € de Mond an Familiesituation gi ändern oder so, da könne dat Rofsetzen zum Beispiel 100 € de Mond oder die könnt dem noch ganz stoppen, also bezle nicht mehr an. Wenn er net kann man kann net dat Geld wat bis du in abbezuelt hut echt darausle wéi eben die Deleen entweder Minimum 10 Joer an fressens mat 60 Joer. Können noch frontalier so Kontrakte machen, ja, die muss noch a priori immer zu Lützburg gemacht gehen, méi eben all Frontalier aus Deutschland, Frankreich oder Belgien kann auch so Kontrakt opmachen. Van der Seite von der Grenz wohnt. Das gilt natürlich auch für Lützeburg, die einer Seite wohnen, an zu Lützeburg schaffen an Hai Steuern bezahlen. Dann eine Frage, die oft könnt, sind nicht zu jung, viel schon in Pension zu denken. Nicht unbedingt, weil das, so wie wir gerade gesehen haben, wenn der aufhängt, dann noch mit kleinen Montan aufhängt, wenn noch, wenn 60 Jahre alt wird, eben schon mehr angespart wird. Das ist am Großen und Ganzen kann ich so, wenn der aufhängt, auch mit kleinen Beträgen, wenn noch mehr von der Zusatzpension eben hat, sodass das schon Sinn macht, relativ frei da anzufangen, für noch eben so viel wie möglich von dem Investiment zu haben. Was geschieht mit dem Kapital, wenn der Gift verstirben? Zu dem Moment, wenn du den Kontrakt abmacht, dann dezidiert dir, wen das Geld am Stirbfall Gift kriegen. Das kann zum Beispiel Kanner sein, das kann der Partner sein, das können andere Leute aus der Familie sein. Aber wenn dir etwas Gift geschehen, da geben dann die am Kontrakt dann annimmt sind, das Geld an dem Moment ausbezahlt kriegen. Das heißt, eine Zusatzpension ist nicht just für eine Besonderspur für eine Pension, aber das ist auch eine Möglichkeit, für Geld auf die Seite zu setzen, für wenn etwas geschehen, wo dann erben, kann zum Beispiel das Geld zum Moment von ihrem Tod dann ausbezahlt kriegen. Wie machen so einen Kontrakt? Bei mir können ich die 4 bereden. Was mir du a priori man muss wissen, dass wieviel will der pro Monat investieren. Das Minimum ist 50 € de Monat für so Kontrakt abzumachen. Der Maximum sind 266 € de Monat. 266, weil mal 12 kommen auf die 3.200 € Plafond, wenn ich mal für gesehen habe. Da muss erst noch eins gehen, wie eine Option da holt, entweder Performance mit Investiment auf der Börse oder Security mit Kapitalgarantie. Wenn ihr dieser Kontrakt aufhängt, zum Beispiel wenn ihr im Laufe des Jahres Kontrakt wird abmachen, dann könnt ihr den Anfang vom Kontrakt an sich redatieren auf den 1. Januar. Für was geben wir das machen? Mal ganz einfach, wenn wir zum Beispiel am November sind, und die will aber schon das Jahr 2023 das Maximum aufsetzen, die 3.200 €. Aber wenn er dann als Startdatum den 1. Januar auswählt, bei dem Moment gibt er dann die ersten 11 Monate OBQ bezahlen, Januar bis November, und ab Dezember werden das dann monatlich Investimente. Also könnt ihr also schon auch am Ende vom Jahr auf das Maximum kommen, den ihr könnt aufsetzen. Was man dann muss wissen, dass de Beneficiar kann Desserts, wie gibt das Geld kriegen am Stirbfall, Kanner, Partner, Mann, Frau, sonst Leute von der Familie. An dem Moment kann man die Kontrakte dann 4 bereden. Wenn der bisschen du verloren sieht, da könnt ihr, wie gesagt, auch Rendezvous mit uns holen. Wir rufen ja schon, wir machen immer den Punkt, wir gucken, ob das interessant ist für eure persönliche Situation. Und da können wir auch die verschiedenen Optionen im Detail beschwätzen. Also zeigt nicht, dass du zu kontaktieren. Wie war soll ich schon haut denken, eng Zusatzpension aufzuschließen, weil nicht spät ist für seine Zukunft zu denken. Bei 3.200 €, die du abbezahlt, könnt ihr bis zu 1.431 € Steuern all Jahr sparen. Gleichzeitig schützt er Familie, weil da etwas Besuch spart, wird eventuell, wenn ihr etwas geschehen, ihnen zu gut könnt. An die wichtigste Frage, die ich dann muss stellen, ist, okay, wie viel kann ich an meiner persönlichen Situation spüren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich kontaktieren, das kann sein, wir gehen zu einer Situation durch. Oder wenn der schon Klient sieht bei taxix.lu, die ich von der Steuererklärung gemacht habe, da kriegt er sich am Ende von dem Prozess, die ich von der Steuererklärung fertig gemacht habe, dann möchte das System automatisch eine Analyse von ihrem Potenzial. Das System, der rechnet automatisch aus, was sind die aufsetzbaren Beträge, wo nicht im Plafond sind,
an ménger Familie an wann ich gehe op de Plafond goen, wieviel gibst du ganz konkret u Steuern spüren. Steuere Spuren hängt immer davon auf von ihrem Revenu an ihrer Familiensituation. Das bei Tag 6.lu im Moment van der Steuererklärung aufgeschlossen wird, wurde das automatisch mit dabei. Also wie gesagt, das einfachste national Rendezvous man denkt von unserer Equipe, der so ein Anruf dauert normalerweise 10, 15 Minuten, dann haben wir den nächsten Punkt gemacht, der kriegt dann auch dann alles per E-Mail geschickt, was wir beschwert haben, man denkt eine genaue Analyse, was er könnte aufsetzen, wie viel Steuern er könnte spüren, an, wenn er so einen Kontrakt will machen, was wir von ihr sprechen, für das für ihr eben vorzubringen. Ich zeig net Rendezvous zu holen an zeig doch net mé Equipe zu kontaktieren op help@taxx.lu, wann eng froh huet. An dat war schon fir ein kleine Webinar zum Thema Zusatzpension. Wann eng froh zeig das kontaktieren und ich wünsche euch noch ganz schön. Merci für dabei sein.